Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Hier aus dem schönen Thun. Wir haben folgende Themen heute für euch. Am Thomas Inniger seine Schwingerkarriere ist vorbei. Die Mobiliar hat einen Hagel-Drive-In organisiert. Am Bahnhof Bern konnten wir am Samstag in die Welt der Blinden eintauchen. Bevor wir aber zu diesen Themen kommen, hier noch ein paar Kurzmeldungen aus der Region. Das Zelt kommt zurück. Nach 7 Jahren Pause kommen Comedy, Konzert und Zirkus zurück ins Simmental und begeistern vom 10. bis zum 25. Februar das Lenker Publikum. Die Headliner vom Snow Open Air vom 25. und 26. März stehen fest. Am Samstag wird die Mundartband Hecht die Bühne rocken und ihrem Ruf als beste Liveband der Schweiz alle Ehre machen. Am Sonntag führt der österreichische Alpenrocker Andreas Gabelier das Line-Up an. Das Regionalgericht Thun hat am Montag im Kienthaler Tötungsprozess der Angeschuldigte unter anderem aufgrund von Indizien schuldig gesprochen. Der 65-Jährige hat sich nach der Urteilsbegründung geschockt gezeigt. Am angeklagten Berner Oberländer hat das Gericht vorgeworfen, 2 Liebhaber im Mai und im November von 2019 im Kiental in eine Schlucht gestoßen zu haben. Nach mehreren schweren Knöchelverletzungen ist am Thomas Inniger seine Schwingerkarriere mit 25 leider schon vorbei. Der Wimmisser lässt sich dadurch aber nicht ins Boxhorn jagen und stellt sein Know-how im Berner Verband als Experte zur Verfügung. Der Reto Pfister hat mit ihm darüber geredet. Thomas Inniger Karriere ist fertig mit der 25. Warum genau? Ja, ich musste die Karriere beenden wegen der Knie, wegen der vielen Verletzungen. Und schlussendlich sicher auch, weil es mich mental belastet. Die ganzen Rückschläge, dann hat es wieder angefangen zu laufen und dann ist schon mehr Rückschlag gekommen. Und schlussendlich hat eigentlich der Dr. Rüegsecker gesagt, dass ich hören schwingen muss. Ja. Der Dr. Rüegsecker, das ist euer Arzt. Hat er ganz klar gesagt, es muss fertig sein, sonst passiert noch irgendetwas Schweres mit dem Knie. Ja, der Rüegsecker hat im Frühling gesagt, dass ich einfach dieses Jahr noch schwingen kann und dass es schlau wäre, wenn ich im Herbst hören würde. Dann habe ich nochmal operiert vor einem eidgenössischen 3,5 Wochen. Und nach dem eidgenössischen hat dann der gleiche Doktor gesagt, ja, es würde wahrscheinlich schon noch 3 Jahre gehen. Ich müsste einfach eventuell alle 6 Monate etwas rausnehmen, also operieren. Und dort habe ich dann mit meinen engsten Vertrauten, also mit der Familie und mit den Kollegen, müssen sagen, dass es das nicht der Wert ist, jetzt nochmal so eine Leidensgeschichte anzufangen. Und dass es jetzt wirklich gut ist für mich. Ja. Bedauert ihr, dass die Karriere fertig ist, so früh mit der 25? Ja, ein bisschen tut es sicher weh, dass ich nicht mehr schwingen kann, aktiv. Schlussendlich muss ich aber sagen, habe ich mein grösstes Ziel erreicht mit dem eidgenössischen Kranz im 19. Ich habe mir selber bewiesen, dass ich extrem beißen kann, wenn es darauf abkommt. Ich habe Kollegen gefunden. Ich habe eigentlich wirklich eine sehr schöne Zeit gehabt. Und der Abschluss war natürlich auch perfekt. Und von dem her kann ich jetzt eigentlich mit gutem Gewissen hören und zwischen halt das Schwingfest auf der Tribüne verfolgen. Ja. Eben mit dem Abschluss sprechen, der letzte Sieg am letzten Fest, hat er noch gewonnen? Ja, das letzte Fest durfte ich noch gewinnen, an der Chemiehütte. Es ist sicher auch ein bisschen Gobeli zu verdanken, dass er den Schlussgang noch gestellt hat, dass er mir den Festsieg noch mal ermöglicht hat. Der letzte Gang war speziell gegen Klosnradi, auch ein Kollege, dass ich gegen den noch durfte. Er hat sich hoffentlich nicht sofort gegeben. Sonst wäre es ein bisschen bitter. Aber ja, es war ein perfekter Abschluss, ein super Tag. Das ganze Umfeld war da, die Familie war da. Schöner hätte es nicht sein können. Ja. Und jetzt bleibt ihr im Schwingen verbunden oder müsst ihr den Abstand im Moment? Nein, der Bezug zum Schwingen ist sicher noch da, durch I&S verantwortlich vom BKSV, den ich werde übernehmen, sofern jetzt der letzte Kurs auch noch besteht. Aber ich hoffe es jetzt mal fest. Und dann durch die Kollegen halt auch. Der Kollegenkreis besteht aus Schwingern, eigentlich ausschliesslich. Und dort ist der Bezug zum Schwingen natürlich auch tagtäglich vorhanden. Ja. Vom Montag bis am Mittwochnachmittag hat Mobiliar in Interlaken einen Hagel Drive-In organisiert.
Da dabei haben alle Autobesitzer mit einem Hagelschaden oder sonstigen Wetterschäden können ihr Fahrzeug vorbeibringen und mit einem Experten ein Fachgespräch über den Schaden führen. Wir waren selber vor Ort. In diesem Drive-In schauen wir eigentlich die Autos an, die Hagel verrutscht haben. Und vor allem Hagel von diesem Sommer, Juli. Wir haben die gesammelt. Darum sind wir erst jetzt dran, weil wir auch in der ganzen Schweiz haben wir Hagel hatten. Mobilar hat sehr viel Hagel gehabt. Es ist in etwa das 30. Drive-In in dieser Art und Weise. Und darum sind wir jetzt dran, vom Turnus her. Und wir nehmen die Autos zusammennehmen, die eigentlich die Auszahlung wünschen. Das ist der Hagelscanner, sagt man dem, der sogenannte Hagelscanner. Der ist bei uns hier in der Region, in Interlaken, Oberhasli, das erste Mal im Einsatz. Und der funktioniert eigentlich so, dass der Kunde herkommt mit seinem Auto, dann wird es durchgefahren durch diesen Scanner, geht rund etwa 20 Sekunden und in dieser Zeit tut die künstliche Intelligenz eigentlich die Bühlen messen, zählen, die das entsprechende Auto hat. Und von dort aus wird es dann direkt einem Autoexperten überspielt auf seinen Computer und er bekommt dann eigentlich eine pfannenfertige Expertise, wo man sieht, wie viele Bühlen das Auto hat und wie hoch das der Schaden ist. Der Fahrzeugexperte selber schaut dann noch drüber. Der muss dann schauen, muss man irgendwelche Teile noch ersetzen oder Leuchten ersetzen. Das selber sieht der Scanner nicht. Für das braucht es eigentlich noch den Autoexperten. Für Blinde und Sehbehinderte ist die Welt ganz eine andere. Dank einer Sensibilisierungskampagne letzten Samstag haben alle Interessierten am Bahnhof Bern in diese Welt eintauchen. Wie das so ausgesehen hat, seht ihr jetzt hier. Im Alltag, wie ist das, wenn man vollständig blind ist und sich zum Beispiel hier am Bahnhof Bern muss bewegen muss? Die Leitlinien, die wir jetzt in den letzten Jahrzehnten hergenommen haben, die sind uns eine grosse Hilfe. Und wir sind sehr froh, wenn die Passanten die Leitlinien respektieren und nicht drauf bleiben stehen oder ihre Sachen drauf deponieren. Manchmal gibt es, dass die Leute einen Koffer abstellen oder so etwas. Das ist nicht so gäbig. Wir sind froh, wenn die gemieden werden, für durchzulaufen oder für etwas abzustellen. Aber ihr könnt jetzt noch gut mit dem ÖV reisen, auch wenn ihr nichts seht? Genau, das habe ich gelernt. Ich bin seit jung blind und es gibt Leute, die einem instruieren, mit dem Langstock zu laufen. Und da gehört natürlich auch die Benutzung des öffentlichen Verkehrs dazu. Weil, als wir Kinder waren, also ich bin über 60, dann war es undenkbar, dass man ein Telefonbuch lesen könnte oder einen Fahrplan. Das ist alles in gedruckter Schrift vorgelegen auf Papier. Und das war unvorstellbar, dass man selber eine Telefonnummer auch nachschauen könnte, selber schauen, wann fährt der Zug, auf welchem Perron geht er und so Zeug. Und das ist heute möglich. Eben das Local aufzurufen mit dem iPhone oder die SBB-App. Und wie wichtig ist es, dass wie heute die Öffentlichkeit sensibilisiert wird für das Thema? Ja, das ist nach wie vor wichtig. Weil es gibt natürlich viele Leute, die eine kleine Hemmschwelle haben mit behinderten Leuten. Aber es gibt auch viele Junge, die problemlos auf uns zukommen. Ich habe öfter mal Begegnungen mit jungen Leuten, so Zufallsbegegnungen. Leute, die sagen, oh, da vorne ist eine Baustelle, soll nach geschwind drum herumführen. Oder so. Das staune ich manchmal. Das Fazit von diesem Interview könnte sein, wir erleben sehr viel Positives im Alltag. Viele Sehbehinderte haben einen geregelten Alltag, wo sie ihr Umfeld haben. Viele können selbstständig wohnen. Viele sind im Beruf engagiert oder haben sonst irgendwie eine Aufgabe.
Und ja, wir erleben den Alltag auch positiv, die meisten von uns. Das war es mit dem heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Infos zu den Beiträgen findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Jetzt geht es noch weiter mit dem Wetter von Meteo News und dann wünsche ich euch einen schönen Hinch und Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Jungfrau Zeitung. Meine Damen und Herren, grüß euch miteinander und ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Heute wird es einen weiteren wunderbar goldigen Oktobertag geben. Wir sehen es hier auf der Webcam von Interlaken. Es hat nur gelegentlich ein paar dünne Schleierwolken gehabt, die sie durchgezogen. Und morgen ist das Wetter bei uns weiterhin sehr mild für die Jahreszeit. Wir sind hier in der Südwest- bis Westströmung drin. Grundsätzlich ist es also ruhig, da das Tiefdruckgebiet über dem Atlantik, das tangiert uns im Moment noch nicht. In Nacht auf morgen da ist zuerst lange Zeit klar. Gegen Morgen ziehen vorübergehend ein paar Wolkenfelder durch. Die sehen wir morgen am Vormittag noch, zieht aber Richtung Osten ab. Es gibt also schon wieder einen Übergang zu meistens sonnigem Wetter. Nur im Flachland, gerade im Seeland oder der Aare entlang, kann es zum Teil noch ein paar Nebelschwaden haben. Die Temperaturen morgen früh die liegen bei etwa 9 bis 12 Grad. Am Nachmittag geht es dann meistens sonnig weiter mit ein paar harmlosen flachen Quellwolken über den Bergen und Temperaturen auch morgen ausserordentlich hoch für die Jahreszeit. Es gibt am Nachmittag Höchstwerte von etwa 21 bis 22 Grad. Vom Mittwoch da kommen wir in eine leichte Beisenströmung rein. Das heisst, es kann sich Hochnebel ausbreiten, die Obergrenze bei knapp 1000 Metern. Der löst sich dann mehr und mehr auf im Verlauf des Tages. Ausserhalb scheint die Sonne. Temperaturen bei etwa 16 bis 18 Grad. Donnerstag zuerst wieder Hochnebel, der löst sich auf. Gleichzeitig sind von Westen her immer dichtere, hohe Wolkenfelder auf. Bis am Abend wird es vom Jura her zum Teil auch schon nass. Die Temperaturen gehen ein bisschen retour auf etwa 17 Grad und der Freitag der mehrheitlich bewölkten und zeitweise am nassen Tag. Zuerst ist es zum Teil noch leicht föhnig, Temperaturen bei etwa 16 Grad. Und am Wochenende da ist im Detail noch ein bisschen unsicher, was passiert. Wahrscheinlich ist es eher wechselhaft bei einem Mix aus Sonne, Wolken und wahrscheinlich auch einzelnen Regengüssen. Das war vom Wetter. Ich wünsche noch einen ganz schönen Feierabend und auf Wiedersehen miteinander.